In der Schule, da hatte ich einen Lehrer und der hat manchmal so mit einem tiefen Seufzer gesagt, müssen wir jetzt schon wieder bei Adam und Eva anfangen? Und dann haben wir gewusst, oh, jetzt nervt er sich, weil er den Eindruck hat, dass wir vom Schulstoff immer noch nicht verstanden haben und dass er wieder von vorne anfangen muss. Wir sind in einer Predigtserie über die Heilige Schrift, wie du die Bibel richtig verstehen kannst. Und dort macht es sehr viel Sinn, dass wir bei Adam und Eva anfangen, auch wenn wir schon viel von der Bibel verstanden haben. Weil dort, ganz am Anfang der Bibel, dort finden wir eine Szene, ein Geschehen, wo ist wie ein Schlüssel für die ganze Bibel und wie ein roter Faden. Nicht jetzt gemeint in einem magischen Sinn wie ein Code, wo man dann irgendwelche verborgenen Botschaften entschlüsseln kann, wie es immer mal wieder in Mode ist, sondern im Hinblick auf die Geschichte von Gott mit uns Menschen. Es ist eben der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Im 1. Mose 1 und 2 finden wir so eine wunderbare Szenerie geschildert, wie Gott die Schöpfung ins Dasein ruft, wie er durch sein Wort alles erschafft. Und im 2. Kapitel wird uns dann die Schöpfung dargestellt als Garten, wo wir kennen als Garten Eden. Und es gibt dort Bäume, es gibt Tiere, es gibt Flüsse. Und natürlich auch die beiden Menschen, Adam und Eva. Und wir lesen dort, wie Gott ihnen seinen Lebensatem einhaucht und ihnen den Auftrag gibt, als gute Verwalter das Leben auf der Erde zu kultivieren. In diesem Garten herrscht Gottes Frieden. Sein Shalom, der umfassende Frieden. Die Menschen leben in Frieden mit Gott und miteinander, die beiden, die dort sind, nach seinen Vorgaben, und sie genießen das Leben, sie genießen die Fülle, die Gott ihnen schenkt. Das ist ein biblisches Schlüsselthema. Aber dann, wir wissen, es kommt die Schlange, das Böse, und es versucht die beiden Menschen dazu, Gottes Bedingungen für das Leben im Garten zu ignorieren. Und es ist bekannt, ja, die Menschen, Adam und Eva, gehen dieser Kreatur nach. Die Eva nimmt von diesem Baum, von der Erkenntnis, nimmt die Frucht, und auch der Adam isst davon. Und mit dem ergreifen sie die Herrschaft über die Schöpfung nach ihren eigenen Bedingungen. Ein weiteres Schlüsselthema. Und weil die Menschen sich so entschieden haben, nach ihren eigenen Bedingungen zu leben, ist es auch vorbei mit dieser untrübten Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Das hat Schmerzen und Leid zur Folge, und damit der Mensch nicht womöglich auch noch eigenmächtig vom Baum vom Leben isst und dann ewig lebt unter diesen unfriedfertigen Bedingungen, aus diesem Grund verbannt Gott sie aus dem Garten Eden. Und sie leben jetzt außerhalb vom Garten, außerhalb von dieser lebensspendenden Gegenwart von Gott und strudeln zurück in Richtung Chaos, Dunkelheit und Tod. Das ist ein weiteres Schlüsselthema. Aber es geht gerade Schlag auf Schlag weiter. Im 3. Kapitel verspricht Gott, einen Menschen zu erwecken, um über die Kreatur, die betrügerische Kreatur, die Schlange, das Böse zu siegen. Und er sagt dort zur Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Mensch, also der Samen von einer Frau, der wird vom Bösen gestochen werden, aber es letztlich auch besiegen. Das ist ein sehr bekannter Vers, ein bekannter Hinweis auf Jesus, schon ganz am Anfang der Bibel. Weil Jesus ist ein Nachkomme von einer Frau, von der Maria. Er ist am Kreuz gestorben. Darin hat das Böse vorübergehend gesiegt. Aber dann ist Jesus auferstanden und hat damit gezeigt, dass er den Sieg hat über das Böse, der dann vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Wie wir also schon in den beiden vorangehenden Predigten in dieser Serie gesehen haben, weist die Bibel als Ganzes auf Jesus hin.
und auf die Begegnung mit ihm. Und hier in diesen ersten 3 Kapiteln der Bibel, so ganz am Anfang, haben wir schon einen grossen Wegweiser auf Jesus hin. Das ist eben der entscheidende Anfang vom roten Faden. Darum habe ich das hier auf dieser Seite aufgehängt. Und gleichzeitig ist das auch so etwas wie ein Grundmuster, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Es ist ein Grundmuster von Themen, die in unterschiedlicher Form in der Bibel immer wieder vorkommt und sich wiederholt. Gott gibt den Menschen seine guten Anordnungen für ein Leben im Frieden mit ihm und mit den Mitmenschen. Aber er gibt den Menschen auch die Freiheit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und der Mensch entscheidet sich immer wieder gegen Gott und für seine eigenen Wege und muss dann aber Konsequenzen von seinem Handeln tragen. Und dann schickt Gott einen Boten, einen Retter, unterschiedlich, der ein Stück weit Befreiung oder Wiederherstellung schenkt. Bis dann der Mensch sich das nächste Mal gegen Gott entscheidet und das Muster wieder von vorne anfängt. So wiederholt sich das in unterschiedlicher Form durch die ganze Bibel durch. Wir sehen das bei Einzelpersonen, zum Beispiel bei David, der grossartige Sachen mit Gott erlebt, sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt und mutig ist, dann aber ein bisschen später wieder total eigene Weg geht und aber auch wieder umkehrt zu Gott. Oder wir sehen das im Grossen beim Volk Israel, wo von Gott gerettet wird aus der Sklaverei in Ägypten, ihm da voll vertraut und dann aber in der Wüste sich auch wieder anders entscheidet, wieder eigene Wege geht und darum 40 Jahre in der Wüste herumwandern muss. So zieht sich das Muster, das Grundmuster, wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Und wenn wir diesen roten Faden so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir den kennen und wenn wir in den einzelnen Büchern der Bibel erkennen, wo der eben vorkommt, dann geht es uns vielleicht manchmal wie den Emmaus-Jünger. Die sind mit Jesus unterwegs gewesen und er hat ihnen Gottes Botschaft erklärt und längere Zeit haben sie es irgendwie nicht so recht verstanden, was er sagen will. Und dann heisst es, plötzlich ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen und sie haben Zusammenhänge erkannt. Und so geht es uns vielleicht manchmal auch. Wenn wir erkennen, wie in Erzählungen, in Prophetien, in Gleichnissen, in Prophezeiungen, wie es dort Hinweise hat, auf Jesus hin und einfach insgesamt auf die Botschaft von Gott. Die Wiederholungen, die verstärken und verdeutlichen sich gegenseitig. Die verdeutlichen die Botschaft von der Bibel. Neben dem Grundmuster, das ich geschildert habe, gibt es auch einfach einzelne Symbole oder Begriffe oder Themen, die sich so wiederholen. Und ich würde sagen, die sind auch Teil von dem roten Faden und weisen auch hin einfach auf das grosse Grundthema der Bibel, Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und wenn jetzt vielleicht jemand denkt, ja, so Beobachtungen zu diesen genauen Worten und ist das nicht irgendwie einfach nur philosophischer Schnickschnack oder etwas einfach für Spruchfreaks? Dann würde ich hier einwenden, man muss bedenken, dass die Bibel in weiten Teilen von Juden für Juden geschrieben worden ist. Und im jüdischen Denken sind solche Parallelen, solche Verbindungen zu beachten, ist etwas ganz Normales. Das fällt Juden automatisch auf. Sie sind darin geübt und es fällt ihnen darum auch viel leichter als uns. Wir müssen uns darin üben, aber ich bin sicher, dass es sich lohnt, weil man dann einfach viel mehr von diesen Zusammenhängen erkennen kann. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben für so Themen oder Begriffe. Da haben wir den Berg als Ort der Begegnung mit Gott. Vielleicht fallen euch jetzt hier gerade selber Beispiele ein. Aber wir haben zum Beispiel den Mose, der auf den Berg aufgegangen ist und dort Gott begegnet ist und die 10 Gebote entgegengenommen hat. Und natürlich auch Jesus, der sich auf den Berg zurückgezogen hat, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und noch viele andere. Dann haben wir also das Thema vom Fluss, vom Wasser, das ein Bild ist für Leben, für Sagen, auch für Reinigung.
wo wir in ganz verschiedenen Zusammenhängen haben. Ich komme dann später noch darauf zurück. Dann haben wir auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Zahl 40, die in der Bibel mehrmals vorkommt. Und auch noch im Zusammenhang mit Wüste, wo es oft steht für Prüfung. So ist der Mose 40 Jahre als Vorbereitung auf seinen Dienst in der Wüste gewesen. Das Volk Israel ist 40 Jahre auf der Wüstenwanderung. Sie müssen warten eigentlich, bis sie dann ins gelobte Land haben können. Und auch Jesus ist 40 jetzt Tage, nicht Jahre in der Wüste gewesen und geprüft worden. Ein anderes Thema, das logischerweise immer wieder kommt, ist die Trennung von Gott als Konsequenz für das menschliche Handeln. Auch das sehen wir bei der Wüstenwanderung, wo das Volk Israel sich gegen Gott entschieden hat. Und dann hat er gesagt, okay, also dann laufen wir jetzt halt noch 40 Jahre durch die Wüste. Oder wir sehen es beim Exil in Babylon, wo Juda ins Exil geführt worden ist. Wir sehen es aber auch bei Einzelpersonen, wie bei einem Jona. Und dann das nächste Thema ist das Thema vom Retter. Das ist im Alten Testament manchmal ein König, manchmal ein eigener König, manchmal auch ein fremder König, ein Priester, ein Prophet, ein Richter, der entweder hilft, dass das Volk Israel wieder zurückkehren kann in seine Heimat, oder wo wieder hinweist auf Gottes Gebot. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Und das sind alles wie so Vorboten eigentlich von Jesus, vom schlussendlichen Retter, der dann kommt. Mich fasziniert der rote Faden, den man hier beobachten kann, und allgemein die Botschaft der Bibel. Dass Gott jeden einzelnen Menschen geschaffen hat und möchte Gemeinschaft haben mit ihm und ihn dazu einladet. Und sehr wahrscheinlich ist es in irgendeiner Form auch genau die Botschaft, wo du gehört und verstanden hast, wo du dich das erste Mal auf Jesus eingelassen hast. Aber auch wenn du jetzt schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs bist, schon x-mal die Bibel durchgelesen hast, dann wirst du immer weitere Details von dieser biblischen Botschaft, von diesem roten Faden in der Bibel erkennen, wenn du die Bibel liest. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Ein Theologiedozent von mir hat es einmal so ausgedrückt: Die Bibel ist ein See, in dem eine Maus warten und ein Elefant schwimmen kann. Und ich glaube, das stimmt. Man kann nur so ein bisschen die Zehenspitzen im Bild, die Bibel eintauchen und man bekommt etwas mit von ihrer Botschaft. Man versteht etwas, es macht etwas mit einem. Aber auch nach Jahren und Jahrzehnten lohnt es sich noch, in der Bibel zu baden, sie zu lesen, weil man immer noch mehr entdecken kann, wie eben der Elefant, der genug Platz hat, um in diesem See zu schwimmen. Und so verstand ich auch Psalm 1, was in den Vers 2 und 3 heißt: Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das Gesetz des Herrn meint hier die Bibel, wie der Psalmdichter zu seiner Zeit sie schon hatte. Das war die Tora, die 5 Bücher Mose. Aber ich glaube, wir können es bedenkenlos ausdehnen auf die ganze Bibel. Der Verfasser fordert uns auf, Gottes Wort Tag und Nacht noch über sie nachzudenken, sie zu studieren, darüber nachzusinnen. Man könnte auch sagen, meditieren. Und tatsächlich spricht man auch bei der Bibel von Meditationsliteratur. Aber jetzt nicht in einem fernöstlichen Sinn, sondern es ist eine Literaturform, die extra so geschrieben ist, so dicht, so vielschichtig, dass man sie nicht einfach nur einmal liest und dann weiss man Bescheid und gut ist, fertig. Sondern sie ist so geschaffen, dass wir die Texte immer wieder lesen können und über ihre Bedeutung nachdenken und dass wir dann auch immer wieder etwas Neues werden entdecken. Dass wir zum Beispiel entdecken, dass verschiedene Abschnitte sich gegenseitig ergänzen, auch erklären. Und durch das wiederholte Lesen, das Baden in der Bibel, prägt einem Gottes Wort. Und durch das werde ich immer mehr
eben zu so einem Mensch, der wie ein Baum gepflanzt ist am Wasser. Ein Baum, der durchaus auch geschüttelt wird von den Stürmen des Lebens, aber der tiefe Wurzeln hat, die runtergehen zu dem Lebenswasser, wo Gott schenkt, wo Gott nährt. Man kann sich überlegen, also was heisst denn das jetzt, so Gottes Wort zu meditieren, darüber nachzusinnen, nachzustudieren? Im jüdischen Verständnis ist klar, dass es meint, die Bibel zu lesen. Und zwar nicht nur leislich zu lesen, sondern auch laut sich selber und anderen vorzulesen. Und natürlich auch zu studieren und sich darin zu vertiefen. Das Wort, das hier im hebräischen Text steht, habe ich ja interessant gefunden, wie das an anderen Stellen übersetzt wird. Das heisst dort gurren, knurren, seufzen, murmeln, nachdenken, hersagen, sprechen, sinnen oder planen. Das sind also alles so Verben, wo es darum geht, eben zu meditieren, könnte man sagen. Gewisse sind leislich, einfach nachdenken, mehr so im Kopf. Andere sind laut, wo man es ausspricht, wo man es vielleicht auch eben nur seufzt oder murmelt. In unserer Kultur ist es vielleicht weniger üblich, dass man sich einen Text laut vorliest, ausser man ist jetzt Leseanfänger. Und wenn man das macht, dann kommt man sich vielleicht ein bisschen komisch vor. Aber ich möchte euch ermutigen, das trotzdem auszuprobieren und es eben vielleicht nicht nur einmal auszuprobieren, sondern nach meiner Erfahrung muss man es mehrmals machen, weil am Anfang eben tönt es ein bisschen komisch, kommt es einem ein bisschen komisch vor. Und erst wenn man ein bisschen Übung drin hat, dann kann man sich wirklich auch auf den Text konzentrieren, auf den Text einlassen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, wie in dieser Methode von der Lectio Divina, die ich euch kurz vorstellen möchte. Die ist schon sehr alt, darum auch die Schlüsselwörter sind auf Latinisch, aber es ist eigentlich ganz einfach. Im ersten Schritt, in der Lectio, geht es darum, dass man den Bibeltext liest, einen Abschnitt, vielleicht der ganze Psalm 1. Und da geht es darum, dass man eben laut vorliest, dass man selber auch hört, den Text, dass man ihn so vernimmt. Im zweiten Schritt kommt dann die Meditation, das Nachdenken, das Wiederkäuen, würde ich auch sagen. Man nimmt hier einen Vers, oder vielleicht sind es auch nur ein paar Worte raus, die einem besonders angekommen haben, und wiederholt die. Laut, vielleicht auch leislich, und tut die einfach wiederkäuen. Und als nächstes kommt dann das Gebet, wie als Antwort ein Stück weit auch darauf, wo man Gott auch das sagen kann, was einem da begegnet ist. Und als vierten Schritt dann nennt man Kontemplation, ein Wort, das uns nicht so geläufig ist, aber man könnte vielleicht sagen, so das Verweilen in diesem Dialog mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott, wo man vielleicht einfach still ist, hört, was Gott einem dazu sagt, wo man mit ihm redet. Das ist so eine Form, wie man Gottes Wort meditieren kann. Wie man in Gottes Wort baden kann. Ich mag diesen Begriff. Ich persönlich finde es wichtig, dass man verschiedene Sachen, verschiedene Methoden, verschiedene Wege ausprobiert, um so über Gottes Wort nachzusinnen. Weil wir sind verschiedene Menschen und darum entsprechen uns unterschiedliche Sachen. Und es ist auch cool, dass es so verschiedene Werkzeuge gibt, die einem helfen, den roten Faden zu erkennen und immer besser zu sehen und zu verstehen. Etwas davon sind die kurzen Videoclips vom Bible Project, vom Bibelprojekt, wo wir euch ja auch schon in den letzten beiden Predigten davon erzählt haben. Ich finde die mega praktisch, weil sie sind so kurz, vielleicht 5 Minuten. Kann man zum Beispiel schauen, wenn man ein neues Buch von der Bibel anfängt zu lesen, um einfach so mal schnell zu sehen, hey, was ist da der rote Faden? Oder es gibt auch solche zu Themen, die mich persönlich sehr motivieren, um dann zu diesem Thema selber nachzuforschen und zu lesen. Es gibt Bibel-Apps und Hörbibeln, wo man sich den Text vorlesen kann. Vielleicht ist es eine Methode, zum beim Spazieren oder vielleicht, wenn du einen längeren Arbeitsweg hast, einfach mal so den Text zu hören. Oder eine andere Variante habe ich für mich betitelt mit Tiefenbohrung. Da habe ich mich jetzt
motivieren lassen von so einem Video eben vom Bible Project, aber ich habe auch sonst einfach einen Begriff genommen, der mich gerade irgendwie spannend gedunkt hat und habe in der Konkordanz nachgeschaut, wo kommt der überall vor und dann mit dem geschafft. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch probieren, kurz zu verdeutlichen am Beispiel von Wasser. Wasser ist natürlich ein Wort, das sehr oft in der Bibel vorkommt. Bin dann einfach so drüber gegangen und habe die Bibelstellen mir rausgeschrieben, wo ich das Gefühl hatte, die gehen ein bisschen mehr her. Und das ist schon sehr spannend gewesen. Und jetzt hier möchte ich fokussieren aus dieser Fülle, die dann eben rausgekommen ist, auf die Stellen, die mit Lebenswasser zu tun haben. Da können wir wieder ganz am Anfang der Bibel anfangen. In der Schöpfung, im 1. Mose 2, Vers 10, heißt es, ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Da ganz am Anfang ist das Lebenswasser also Thema. Dann springe ich weiter zum Prophet Jesaja. Dort heißt es im Kapitel 58, Vers 11, immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Oder in anderer Übersetzung heißt es, der es nie an Wasser fehlt. Und dann, ganz spannend, bin ich auf eine Stelle gestoßen aus dem Johannes 4, aus dem Neuen Testament, aus der Begegnung von Jesus mit der samaritanischen Frau am Brunnen, die am Wasser schöpfen ist. Und Jesus sagt dort zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Sehr ähnlich eigentlich im Inhalt wie das, was wir beim Jesaja haben. Gehe ich nochmal retour zum Jesaja, diesmal Kapitel 55, dort heißt es im 1. Vers, der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Und vielleicht ahnen Sie jetzt die einen schon, wo ich jetzt noch hingehe. Jetzt gehe ich ganz ans Ende der Bibel, in die Offenbarung. Kapitel 22, Vers 17 heißt es dort, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Ich möchte symbolisch hier ganz am Ende auch noch das hinklippen. Mir hat die Recherche oder die Tiefenbohrung, wie man immer das nennen will, die ich da eigentlich nur so kurz gemacht habe in der Vorbereitung, hat mich mega begeistert. Ich finde es mega spannend, so zu sehen, wie sich jetzt eben auch der Begriff vom Lebenswasser durch die Bibel durchzieht. Wie es da Parallelen hat vom Alten zum Neuen Testament, wo ganz ähnliche Aussagen drin sind. Und ich habe gemerkt, das ist eine Methode, die mir entspricht, die mich begeistert. Sie öffnet mir neue Horizonte. Und ich liebe es, so immer mehr von Gottes rotem Faden in der Bibel zu entdecken. Aber ich glaube, eigentlich ist es egal, was für ein Hilfsmittel oder was für eine Methode wir verwenden. Die Hauptsache ist, dass wir in der Bibel baden, dass wir sie meditieren, dass wir sie lesen, dass wir sie wiederkäuen. Ich glaube, es ist wie bei einer Beziehung. Man muss etwas investieren. Zeit, Offenheit, man muss sich darauf einlassen, auf die Botschaft, auf die Beziehung. Es ist so, wie wenn man jemanden neu kennenlernt, dann ist es interessant und spannend. Aber wenn man eine Person schon viele Jahre kennt, eine gute Freundin oder einen Ehepartner, dann kennt man sich in einer ganz anderen Qualität. Und man entdeckt trotzdem immer wieder neue Seiten. Und das Bild von der Beziehung, das funktioniert in beide Richtungen. Weil es ist ja
der Wunsch, die Beziehung zu leben, der kommt auch von Gott. Gott will das. Er will sich uns offenbaren. Die Bibel ist Gottes Wort, wo er dadurch zu uns reden will. Er will sie brauchen und es ist Gottes Geist, der uns die neuen Horizonte auftut. Er hilft uns zu verstehen. Darum finde ich die Bibel ein total faszinierendes Buch. Wenn man es zum ersten Mal liest, dann gehen einem Welten auf. Aber auch wenn man es zum x-ten Mal liest, dann entdeckt man immer noch Neues. Und entdeckt immer mehr von ihrer Schönheit, von ihrer Tiefe. Und für mich ist das auch ein Ausdruck für Gottes Schönheit, für seine Liebe zu uns, für seine Größe. Ein Ausdruck von dem Wunder, dass der mächtige Gott mit uns Menschen Beziehung haben will, dass er sich uns offenbaren will. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir einfach als erstes danken für das Wunder, dass du dir offenbarst, dass du dir zeigst, dass du, mächtiger Gott, mit uns Menschen möchtest Beziehung haben. Dass du nicht einfach ein ferner Gott bist, sondern du kommst immer wieder auf mich zu. Ja, du kennst mein Herz, du kennst das Herz von uns allen. Du weißt, wo wir eigene Wege gehen, aber du klopfst immer wieder an. Danke vielmals. Danke vielmals, dass deine Liebe so gross ist. Und ja, Vater, du siehst auch, wo ich manchmal zu bequem bin, um in dieser Bibel zu forschen. Und ich bitte, dass du in mir den Hunger wächst. Den Hunger, um immer mehr von dir zu entdecken. Um immer mehr dem roten Faden nachforschen, wie du bist und wie du willst, dass wir Menschen leben. Danke vielmals, Vater, dass wir wissen dürfen, dass es dein Anliegen ist, dass es dein Wunsch ist und dass du durch deinen Geist uns die Bibel offenbaren willst. Amen.